Familie, Freunde, Fremde. Dass Menschen zu unserem Leben gehören, liegt auf der Hand. Wir sind mit Leuten konfrontiert und jeder kennt sie, jeder hat sie Beziehungen. Ob Ehepartner, beste Freundin, ein Arbeitskollege oder die Eltern. Beziehungen prägen unseren Alltag. Ohne Beziehungen würden wir uns einsam fühlen und ab und zu wahrscheinlich auch ein bisschen hilflos. Ich glaube, für uns Menschen sind Beziehungen zu anderen Menschen lebenswichtig. Aber wie sieht es denn mit dieser Frage aus, Beziehung zwischen Gott und Mensch? Wie können wir die Beziehung gewinnbringend gestalten? Und was können wir jetzt in der Kampagne besonders vom Josef lernen über unsere Gottesbeziehung, aber auch über unsere Beziehung zu Mitmenschen? Das ist die Frage, die wir in der kommenden Zeit uns immer wieder stellen. Wie können wir unsere Gottesbeziehung gewinnbringend gestalten? Und wie können wir mit unseren Mitmenschen unterwegs sein? Der Josef ist mit seinen 11 Brüdern und mindestens eine Schwester, wird in der Bibel auch erwähnt. Er ist mit denen aufgewachsen in einer Grossfamilie. Und sein Vater, der Jakob, hat, wie das zu der Zeit für wohlhabende Patriarchen üblich war, mehrere Frauen gehabt. Seine Hauptfrauen waren Lea und Rahel. Das waren Schwestern. Und die Lea und Rahel hatten je auch noch eine Sklavin gehabt. Zilpa und Bilha, die haben Jakob auch noch weitere Söhne geboren. Und der Josef war der zweitjüngste. Er war mittlerweile 17 und jünger als er war nur noch der Benjamin, seine Brüder. Und die beiden zuletzt geborenen Söhne von Jakob, die hat der Jakob besonders ins Herz geschlossen, weil die Söhne von seiner Lieblingsfrau, der Rahel, waren. Und ich glaube, es liegt auf der Hand, wo das eine Lieblingsfrau ist, dort sind Lieblingskind meistens nicht allzu weit weg. Aber wir wollen doch selber mal einen Blick in die Bibel werfen. Ich lese euch aus 1. Mose 37, die ersten 4 Verse. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Also der Josef wird als Wunschkind geboren. Die Rahel, seine Mutter, die hat jahrelang unter ihrer Schwester gelitten, weil sie sie verachtet hat, weil sie aber Kinderkind hat bekommen. Wir können uns vorstellen, dass die Rahel dem Josef sehr viel Liebe gegenübergebracht hat. Weil der Josef war ja der Grund, dass sie aus dieser Verachtung rausgekommen ist. Der Josef hat einen jüngeren Bruder bekommen, der Benjamin. Und bei der Geburt von dem Benjamin ist seine Mutter, Rahel, gestorben. Ich glaube, wir können trotzdem sagen, trotz dem Schlag, dass der Josef eine glückliche Kindheit hatte. Weil da ein Vater war,
der Jakob, wo ihm alles gegeben hat, dass es dem Sohn gut geht. Wo alles gegeben hat, dass er den Verlust von dieser Mutter nicht so zu spüren bekommt. Und wie wir vorhin auch schon gesehen haben, sind da noch mehrere Brüder als nur der Benjamin. Ich zeichne jetzt nicht alle auf. Und es ist auch anzunehmen, dass schlussendlich die Bilha, die Sklavin von Rahel, für den Josef verantwortlich war. Dass die zu ihm geguckt hat. Und ich sehe in der Familie, der Grossfamilie, wo der Josef gelebt hat, da haben die unterschiedlichsten Beziehungen auf den Josef eingewirkt. Von jeder Seite war er mit Leuten unterwegs, die sein Bild von Beziehung geprägt haben, wie das er sich Beziehung vorstellt. Und sowohl vorhin im Theater, wie auch hier, haben wir den Vater, der eines von seinen Kindern bevorzugt. Und ich glaube, es kommt nie gut, wenn Eltern anfangen, ein Kind bevorzugen, einem Kind einen Sonderstatus zu geben. Spannend finde ich noch, wir wissen nicht genau, wie sich der Josef gefühlt hat in dieser Rolle. Ob ihm das noch angenehm war, diesen Sonderstatus zu haben. Ob es eben vielleicht manchmal sogar ein bisschen ausgenutzt hat. Oder ob er sich vielleicht gar nicht wohl war. Weil ihn hat ja niemand gefragt, ob er diesen Sonderstatus will. Vielleicht, wenn er lieber war wie seine Brüder. Er ist nicht gefragt worden, sein Vater hat durch seine Taten, durch das, was er gemacht hat, hat er ihm den Sonderstatus gegeben. Und abschließend aus diesem Bibeltext können wir nicht sagen, wie genau der Josef mit dem umgegangen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er eben das, was die Brüder nicht so gut gemacht haben, ihm ist erzählen. Aber rein das muss ja noch nicht Schlechtes bedeuten oder da eine Absicht drin sehen. Aber ich glaube, was wir können sagen, ist, dass das familiäre Zusammenleben sicher nicht einfacher ist worden, durch das, dass der Vater den Sohn bevorzugt hat. Und für das ein bisschen zu verstehen, möchte ich mit euch nochmal einen Schritt zurück machen. Einen Schritt zurück in eine Zeit, wo der Josef noch gar nicht gelebt hat und der Jakob Kind war. Und der Jakob ist ja als Zwillingssohn vom Esau auf die Welt gekommen. Und der Jakob hat eigentlich genau das erlebt, was die Brüder erlebt haben. Jakob, sein Vater, der Isaac, hat nämlich der Esau als Liebling gehabt. Und die Rebekka, die Mutter, hat der Josef als Liebling gehabt. Und wer die Geschichte kennt, weiss, die Folge davon war, dass der Jakob flüchten musste. Er war mehrere Jahre in einem fremden Land unterwegs. Und seine Eltern haben eigentlich in dem, dass sie jeweils ein Kind bevorzugt haben, haben sie so einen Nährboden geschaffen für Neid und Eifersucht, was schlussendlich in Hass und Feindschaft geendet hat. Und sie waren mehrere Jahre eben getrennt voneinander und das eigentlich nur, weil die Eltern das Kind bevorzugt haben. Und das Spannende oder auf die andere Seite auch das Erschreckende finde ich, dass der Jakob aus dem nichts gelernt hat. Er macht genau das Gleiche bei seinen Söhnen. Er sollte doch wissen, wie das ist, wenn man benachteiligt wird. Und trotzdem zieht er das Muster in der nächsten Generation weiter und hat seinen Lieblingssohn. Und er zeichnet der Josef als etwas Besonderes aus, weil er ihm so einen Mantel schenkt. Und vielleicht denkt man jetzt so, ja, ein Mantel. Also die anderen haben ja wahrscheinlich auch irgendwann mal neue Kleidungsstücke bekommen. Aber ich glaube,
wir müssen die Symbolik hinter diesem Mantel sehen. Weil dass er ihm einen Mantel geschenkt hat, damit hat der Jakob Josef gesagt, du musst nicht arbeiten, für dein Brot zu verdienen. Du musst nicht werken. Weil die Leute, die zu dieser Zeit gewerkt haben, die haben so Mäntel, Kleider gehabt, die nicht über die Knie kamen, damit sie nicht behindert wurden beim Werken. Die haben kurze Kleider gehabt. Und indem dass der Jakob dem Josef so einen langen Mantel schenkt, hat er eigentlich ihm auch gesagt, du bist nicht wie deine Brüder. Du musst nicht werken auf das Feld wie deine Brüder. Du bist etwas Besseres als deine Brüder. Und er hat ihn so in eine Sonderstellung da. Ähnlich wie vorhin in diesem Theaterli. Alle Brüder mussten irgendetwas im Haushalt helfen. Und der Vater hat den Sohn von dieser Pflicht befreit. Und genau das hat der Jakob mit dem Geschenk eigentlich gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht erkennst du dich irgendwo in der Familie drin. Oder gewisse Aspekte von dem Theater sind dir vielleicht bekannt vorkommen. Wir werden von unserer Familie geprägt und insbesondere von unseren Eltern. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Prägung um? Weil kaum ein Verhältnis ist so eng und zeitgleich oftmals so belastet wie das von Eltern zu den Kindern. Vielfach wird ihm erst viel später bewusst, wie das ihm Mutter und Vater prägt haben. Weil man vielleicht eben auf einmal erkennt, ich übernehme die Muster von meinen Eltern, die ich vielleicht selber auch nicht wirklich gerne hatte. Die Eltern sind die ersten Personen, die ein Kind eine engere Beziehung aufbaut. Und die Beziehung die fährt bei Geburt an und hat vielmals her, bis das Ende von beiden stirbt. Und mir ist wichtig zu sagen, es muss überhaupt nicht negativ sein. Ich glaube, es gibt so viele Familien, wo wir auch sehen, wo das gut funktioniert. Und gleich müssen wir uns, glaube ich, manchmal einfach fragen, welche Rolle habe ich in meiner Familie? Wie sieht das Verhältnis zu meinen Eltern aus? Wie sieht die Beziehung aus? Von was ist die geprägt oder von was ist die definiert? Die Beziehung zu reflektieren und, wenn möglich, weiterzuentwickeln, zu verbessern. Ich glaube, besonders wichtig ist das auch, wenn man anfängt, selber eine Familie zu gründen. Allzu schnell geht man vielfach vorwärts im Leben und hat einen ganzen Rucksack von Erfahrungen, von Konflikten, nimmt man mit und endet eben vielleicht so wie der Jakob, der genau die Fehler macht, die sein Vater schon gemacht hat, weil er wie das in seinem Rucksack mitgenommen hat. Und das ist ja auch nicht, wir müssen dem Jakob auch nicht irgendeinen bösen Willen unterstellen, sondern er hat in seiner Kindheit gemerkt, oder ist in dem Sinne gross geworden, dass jemand bevorzugt wird. Das war für ihn so gewesen, wie man Beziehung lebt. Und so hat er das dann auch weitergegeben. Und ihr merkt wahrscheinlich auch, dass die ganze Familiengeschichte an diesem Punkt noch nicht fertig ist. Der Bibeltext hat es schon ein bisschen angetönt, was das mit den Brüdern gemacht hat. Und wir werden in 2 Wochen das auch noch genauer angucken. Was hat es mit dieser Beziehung von Josef zu seinen Brüdern gemacht? Aber ich glaube, für heute stellt sich uns die Frage, wie gehen wir mit dieser Prägung um und wie können wir eben vielleicht aus diesen negativen Mustern aussteigen? Und ich glaube, für das ist es wichtig, und das ist auch das, was ich mir wünsche, was wir in den Kleingruppen machen können, dass wir reflektieren, dass wir uns fragen, wie haben uns unsere Eltern geprägt? Wie hat mich mein Vater geprägt? Welche Rolle habe ich in meiner Familie gehabt? Und welche Muster von meiner Erziehung, die ich hatte, von meiner Familie, wollte ich mitnehmen? Weil ich bin überzeugt, jede Familie die hat auch gute Prägungen, die wir unbedingt an eine nächste Generation sollen und müssen weitergeben. Aber sich vielleicht auch zu fragen, welches Verhalten hat in meiner Kindheit vor allem der Nährboden von Neid und Eifersucht gepflegt? Und wie
kann ich das ablegen? Will ich das überhaupt ablegen? Und ich glaube, aus dem heraus, wie das wir Beziehung leben, entsteht dann oftmals auch der Punkt, wie dass wir Beziehung zu Gott leben. Weil das, wie uns unsere Eltern prägen, wie das unser Bild von Beziehung aussieht, das tun wir vielfach bewusst oder unbewusst, wenden wir das auch auf unsere Beziehung zu Gott an. Weil wir eben erlebt haben, dass Beziehungen eigentlich so funktionieren. Und ich wünsche mir, dass wir eben in dieser Kampagne dürfen diesen Muster bewusst werden und dass schlussendlich unsere Beziehung zu Gott kann vertieft werden, weil wir eben vielleicht so Sachen, so Lügen in unserem Leben auch dürfen entlarven. Aber dass auch unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, ob jetzt das innerfamiliär oder auch sonst ist, aber dass wir auch dort dürfen Heilung erfahren, dass wir Sachen dürfen aufdecken und ablegen. Und das ist das, ja, wo wir uns wirklich auch hoffen, dass das in diesen Kleingruppen passieren darf, dass man über das kann reden, wer hat mich wie geprägt und was will ich mitnehmen, damit die Beziehung zu Gott einen Gewinn davon hat. Und was will ich aber vielleicht auch bewusst ablegen, weil es meine zwischenmenschlichen Beziehungen belastet. Ich werde noch zum Abschluss noch beten. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns kennt. Du bist ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Und du bist ein Gott, der die Beziehung mit uns will. Und ich danke dir, dass wir einfach dir uns so ganz hergeben dürfen. Mit dem, wo wir sind, mit dem, was wir gemacht haben, was wir machen. Und dass wir dich bitten dürfen, dass du uns nimmst. Du bist der perfekte Vater. Und auch wenn wir vielleicht nicht so einen irdischen Vater erlebt haben, dürfen wir bei dir erleben, was die perfekte Vaterschaft ausmacht. Du selber lebst in dir, in der Dreieinigkeit, die perfekte Beziehung. Und es ist für mich so ein Vorrecht zu wissen, dass du die Beziehung auch mit uns willst. Mit uns fehlerhaften Menschen, mit uns, die immer wieder auch versagen und am Ziel vorbeischießen, hast du trotzdem gesagt, du willst mit uns Beziehung haben. Und ich wünsche mir, dass wir, ja, zeig uns auf, wo das in unserem Leben so Punkte sind, die wir angehen sollen, damit die Beziehung zu dir darf gestärkt werden, damit wir näher an dein Vaterherz kommen, aber auch, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen Heilung erfahren. Danke führst und leitest uns in diesem Prozess hin und dürfen wir wissen, dass du an unserer Seite bist. Amen.